In dieser Geschichte reise ich nach Donegal, eine raue Gegend an der Küste von Nordwesten Irlands. Es war einmal ein junger Bauer, der hat Danny O'Cour geheissen. Er hat in einem einfachen Haus gelebt und zu seinem Besitz hat noch einen kleinen Stall und 2 kleine Felder gehört. Nebst dem sind 3 Esel Imon, die gutmütige Kuh Bridget und der gewitzte weisse Geissbock Kajal. Mir erzählt sich, dass das die glücklichsten Tiere waren, weit und breit. Über den Sommer haben sie die ganze Zeit auf dem Feld bleiben und im Winter haben sie ihre Zeit im einfachen kleinen Stall verbrungen, der neben dem Haus gestanden ist. Um der Kälte zu trotzen, sind die 3 einfach nahe beieinander gestanden und haben sich so gegenseitig gewärmt. Auf einem von diesen kleinen Feldern, die Danny gehört hat, ist mitten drinnen ein grosser Dornbusch gestanden. Bei uns sagen wir im Dornbusch Weissdorn. Der Danny hat auch keinen Preis um da. Er weiss nämlich, dass dort die Feen und das kleine Volk daheim sind. Und das hat der Danny respektiert. Er weiss auch, wenn man ihn in die Wohnstätte nimmt, sehr empfindlich auf das reagieren. Als Mensch und als Bauer lebt er ein gemeinsames Miteinander, so dass man gegenseitig auskommt und in Frieden zusammenleben kann. Das wäre auch so geblieben, wenn da nicht in der Nachbarschaft ein reicher Mann aus der Stadt den grossen Bauernhof neben ihm gekauft hat. Zu dem Anwesen haben 7 grosse Felder gehört. Sein Name war Mick O'Hara. Die erste Arbeit, die der Nachbar ausgeführt hat, war, dass er jeden Weissdornstrauch auf seinem ganzen Besitz ausgetan und aus dem Holz ein grosses Feuer gemacht hat. Wo das der Danny bei den ersten Sträuchern gesehen hat, ist er sofort zu seinem neuen Nachbar gesprungen. «Lach das sein, du verärgerst nur die Feen und das kleine Volk, das dort drinnen leben. Das wird kein gutes Ende nehmen, wenn du nicht sofort aufhörst mit dieser Zerstörung.» Ruft er oder schon eher fleht der Danny seinen neuen Nachbar an. Doch der Mick O'Hara hat nur gelacht. Was willst du mir sagen, was ich sag und was nicht? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich von der Arbeit aufzuhalten? Kein Wunder, hast du es nicht zu mir gebrungen. Mach, dass du an meinem Grundstück kommst und behalt deine Fantasiegeschichten für dich. Nach diesen Worten geht Danny enttäuscht zurück zu seinen 3 Freunden. Zum Imon, der Bridget und zum Kajal. Diesen 3 Freunden hat das Leben beim Danny gut gefallen. Nur eins hat noch grosse Sorgen gemacht. Der Danny hat noch keine Frau gehabt. Einmal an einem schönen, warmen Frühlingsabend, wo die 3 auf der Wiese waren, hat Bridget angefangen zu jammern. Das ist einfach nicht gut, dass so ein junger, flotter, gutmütiger Mann noch keine Frau hat. Ja, und ihr müsst wissen, es hat so einige junge Frauen, die ihn gern hätten. Denn jedes Mal, wenn ich mit ihm auf dem Markt bin, lächelt sicher jede zweite Frau ihn an. Nein, das geht auch nicht in meinen Schädel, warum der Danny so bockt, sagt der Kajal grad direkt. Es ist einfach zum Heulen, wenn es nicht so einen schönen Abend wäre. Mu! Die Sonne von diesem wunderschönen Abend geht langsam unter und die 3 Freunde haben sich auf der Wiese gemütlich gemacht zum Schlafen. Es ist dunkler und dunkler geworden. Die Sterne haben am klaren Himmel gefunkelt und der Mond, wo schön rund war, langsam aufgegangen und die ganze Landschaft beleuchtet. Der Weissdornstrauch, mitten auf dem Feld, hat silbrig geschimmert im Mondlicht. Mir ist etwas eingefallen, sagt dann plötzlich der Imon. Mu, und was ist dir eingefallen? Vielleicht, könnte uns ja das kleine Volk helfen, für eine Frau zu finden. Nein,
mackst, ist dann nicht mehr lustig. Ich finde, ein Versuch wär's wert. Bridget sagt jetzt nichts. Sie weiss, dass die beiden ziemlich stur sein können und auf ihrer Meinung beharren. Sie hat einfach ihre Augen zugemacht und so da, wie sie schlafen würde. Und so ist es gekommen. Der Esel und der Geißbock haben beide den anderen von seiner Meinung überzeugen. Es war ein Hin und Her und da plötzlich Also, wollt ihr jetzt unsere Hilfe oder nicht? hört man plötzlich eine Stimme ziemlich hässig rufen. Die drei sind so verschrocken, dass der Esel und der Geißbock nicht mehr gesagt haben. Da, vorne im Gras, steht ein kleines Mandli. Was für eine Hilfe. Mu. Dann keine Frau für den nicht zu finden. Ja. Dann bist du in dem Fall einer vom kleinen Volk. Sagt Timon ganz erstaunt. Aber wenn wir euch helfen, müsst ihr für uns auch etwas machen. Gibt das kleine Mandli selbstbewusst zurück. Und dabei verschränkt das kleine Mandli ganz arrogant seine Arme vor diesen drei auf. Nein, wir versprechen dir sicher nichts, weil wir nicht wissen, für was. Und der Kaschal schaut das Mandli ganz kritisch an. Was habt ihr eigentlich das Gefühl? Es Geben und es Nehmen. So funktioniert das Naturgesetz. Viele Leute und Tiere glauben nicht einmal, dass es uns gibt. Ich sage nur, dumme Leute, dumme Tiere. Das kleine Mandli ist immer frecher geworden und hat die drei sogar angefangen zu beleidigen. Und das hat der Esel und der Geißbock gar nicht vertragen. Kannst du etwa aufhören mit deinen Beleidigungen? Und stellt sich vor das Mandli breitbeinig auf. Der Geißbock stellt sich dazu. Da bekommt das Mandli Angst und rennt davon, Richtung Weissdornstrauch. Der Esel und der Geißbock hintendrein. Mit einem Satz gumpet das kleine Mandli in Weissdornstrauch. Und der Imon und der Kaschal nehmen auch einen Gump in den Strauch. Auf das aber gibt es einen goldigen Blitz und der Weissdornstrauch ist mitsamt dem Esel und dem Geißbock verschwunden gewesen. Da Bridget ein bisschen langsam ist, hat sie das Ganze nur noch beobachten. Was ist denn das jetzt gsi? Mu. Im Imon und im Kaschal ist es ganz schwindelig im Kopf oben. Sie sind gar nicht mehr draus gekommen, wo sie jetzt sind. Plötzlich haben sie gemerkt, dass sie sich in einem langen Gang befinden. Vor ihnen das vorwitzige kleine Mandli. Es ist ihnen gar nichts anderes übrig geblieben, als hinter dem nachzulaufen. Sie haben gemerkt, dass sie an einem anderen Ort sind, wo sie noch nie waren. Hörst du die Musik und die vielen Stimmen auch? Ja, sagt der Esel ganz erstaunt. Kurz darauf stehen die beiden in einem grossen Saal mit Hunderten von diesen kleinen Menschen. Ganz hinten ist der König auf einem Thron gesessen. Kommt näher. Wir haben schon auf euch gewartet, sagt auf das aber der König zu diesen beiden Tieren. Ich habe vernommen, dass wir euch helfen sollen, eurem Meister Danny eine Frau zu finden. Ja, strahlt der Esel und nickt dabei ganz heftig mit dem Kopf. Das machen wir gern. Denn euer Meister ist ein guter Mann, der das Herz und Verstand gut einsetzt. Im Gegensatz zu dem Grossbauer Mikko Hera. Da macht uns das Leben richtig schwer. Der ist eine richtige Landplage. Dem müssen wir ein Amt setzen. Nickt und strahlt der Esel wieder. Drum mein Vorschlag, dass wir beide davon profitieren können. Nach diesen Worten klatscht der König vom kleinen Volk dreimal in die Hände. Und auf das aber haben ganz viele Mandli einen Jutesack voll Goldstücke gebrungen. Die Goldstücke braucht ihr beide,
um auf den Feldern vom Grossbauer Mikko Hera zu verteilen. Du, Esu, musst auf den Feldern gleichmässig verstreuen und du, Geissbock, musst eine feste Boden drücken, so dass man sie nicht gerade auf Anhieb sieht. Nein, sicher nicht. Belohne ich den arroganten Grossbauer noch mit so viel Goldstück? Nicht so ungeduldig, lieber Geissbock. Wenn ihr das nämlich möchtet, was ich euch sage, werden wir alle davon profitieren. Vertraut mir einfach. Aber werdet ihr uns auch helfen, unserem Meister eine Frau zu finden? Euer Meister hat die Frau, die er sich wünscht, schon lange gefunden. Er braucht einfach noch ein bisschen Mut, sie zu fragen, ob sie ihn heiraten will. Ich glaube, er schämt sich einfach, weil er so einfach lebt. Und wenn ihr heute Nacht das möchtet, was ich euch aufgetragen habe, wird er auch als wohlhabender Mann dastehen. Und? Haben wir einen Handel? Ja, ich bin dabei. Und der Esel speuzt auf den Boden, ebenso der Kaschal und auf das aber auch der König. So ist es Brauch in Irland, wenn man Vertrag abschließt. Also, raus mit euch und ab an die Arbeit. Der König hat auf das aber sein Zepter geschwenkt und in diesem Augenblick sind der Imon und der Kaschal wieder auf dem Feld gestanden, vor einem Weissdornstrauch. Bridget macht grosse Augen und gibt ein lautes Muh vor Freude. Ich habe mir so grosse Sorgen gemacht um euch. Muh. Wir sind gesund und munter. Bridget, ich und der Kaschal müssen dich jetzt noch einmal verlassen. Auf uns wartet heute Nacht viel Arbeit. Das können wir dir alles nach unserem Einsatz erzählen. Aber jetzt müssen wir gehen, liebe Freundin. Und so sind der Imon und der Kaschal zu den Feldern von Mikko Hera gelaufen und haben dort die Goldstücke gleichmässig auf alle Felder verteilt. Wo das Bridget gesehen hat, dass die beiden zum reichen Nachbar gehen, hat sie nur den Kopf geschüttelt und die Welt nicht mehr verstanden. Wo die beiden dann endlich fertig waren mit dieser aufwendigen Arbeit, sind sie wieder zurück auf ihre Wiese gegangen und sind dort todmüde eingeschlafen. Am nächsten Tag, wo die 3 Freunde verwacht sind, haben sie die Felder von Mikko Hera fast nicht mehr gekannt. Überall, wo die beiden gestern Nacht ein Goldstück in den Boden gebrungen haben, steht jetzt dort ein Weissdornbusch. Und dann nicht etwa kleine Sträucher. Nein, so richtig gross gewachsene 2 Mann hohe Sträucher. Wo der Danny am Morgen aus seinem Haus kommt und die veränderten Felder vom Nachbar sieht, reibt er sich zuerst die Augen. Er kann es fast nicht glauben, was er da sieht. Doch, als er erkennt, dass er nicht träumt, schüttelt er nur den Kopf. Ich habe es ja gesagt, er soll keine Weissdornsträucher austun. Während der Danny noch zum Besitz vom Nachbar schaut, sieht er, wie sein Nachbar auf sein Haus zuzurennen kommt. Ich bin ruiniert. Ich bin am Ende. Sein reicher Nachbar hat ausgesehen, als wäre er in einem Gespenst begegnet. Beim Danny ankommen, kann er fast nicht mehr schnaufen. Wie hätte das passieren? Ich stehe vor einem Rätsel. Das kleine Volk, gibt der Danny ganz ruhig zur Antwort. Das kleine Volk, so ein Quatsch. Ich mag solche Blödsinn nicht mehr hören. Du kannst alles von mir haben. All die vielen Weissdornsträucher, das wenig übrig gebliebene Land und all die Häuser auf dem Landgut. Ich gehe wieder zurück in die Stadt. Ich habe genug von dem Landleben. Hässig dreht sich der Mikko Hera um und läuft wieder zurück zu seinem Haus. Dort packt er ein paar wenige Sachen zusammen und fährt ab, weg in die Stadt, für immer.
Wo der Mikko Hera verschwunden ist die Sonne gerade am höchsten gestanden. In dem Moment ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Auf das aber hat es auf den Feldern angefangen glitzern und glänzen. Denn all die Weissdornsträucher waren verschwunden gewesen. Und stattdessen sind all die Goldstücke wieder vorgekommen, wo gestern Nacht der Imon und der Kaschal mühsam und aufwendig in den Boden gebrungen haben. Das heisst, fast alle. Denn auf jedem von diesen 7 Feldern ist mitten innen noch ein grosser, schöner Weissdornstrauch übrig geblieben. Und die Sträucher bleiben auch so lang wie der Danny O'Cour etwas zu sagen hat. Jetzt, wo der Danny Meland einen Sack voll Goldstück und ein grosses Anwesen aus sein eigen nennen kann, hat er den Mut gehabt, seine Anbetete endlich zu fragen, ob sie seine Frau werden will. Ich verrate es dir. Sie hat ja gesagt. So hat der Danny mit seiner Liebsten, seinen 3 Tieren, der Bridget, dem Imon und dem Kaschal ein langes und glückliches Leben geführt.